So, und es geht weiter. Und wir waren bei der Antenne. Und da sind wir nicht weitergekommen. Weil der Empfang schlecht ist. Das heißt, wir müssen noch irgendwas machen. Und deswegen gehen wir erst einmal in unser Zimmer zurück. Und dann steigen wir mal da von dem Fenster aus. Gut, jetzt sind wir da herunten. Und was machen wir da? Können wir da irgendwie runter oder? Er steht auf der Brücke und raucht. Das wissen wir. Aber runter können wir jetzt nicht, oder? Ich sehe gar nichts. Nix, also gehen wir noch mehr auf. Wir müssen da irgendwie weiterkommen. Jetzt schauen wir noch mal bei dem Typen. Ja, Ich muss los. bis dann. Nix seh. Nee. Nix, vielleicht da irgendwas mit der Pfeile? Das bringt nichts. Nee. Mit dem Apfelstrudel? Das bringt nichts. Reden wir doch noch mal mit Ogi. Ich bin's wieder. Hey Faye, Wie war das mit den Störwellen? such nach Geräten, die Wellen aussenden und schalt sie aus. Störwellen. Die Mikrowelle vielleicht? Na, oder? Wie verstärke ich die Sendeleistung nochmal? Verbinde deine Antenne mit einer größeren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bis später. Jojo. Verbunden haben wir's. Aber jetzt schauen wir noch mal in die Kantine. Vielleicht können wir damit irgendwas machen. Halt, Moment einmal. Jetzt wenn wir... Die Pfeile passt genau in den Strudel. Genau. Und wenn wir den jetzt... Da rein dann... Ich komme nicht ran. Ach so, dann gehen wir es eben. Was gibt's? Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit! Da! 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 Du solltest aufhören zu singen. Was verstehen Sie schon von Musik? Die sendet nicht mehr. Die sendet nicht mehr. Gut, das Problem hätten wir gelöst. Dann schauen wir doch noch mehr auf. Ich bin's wieder. Hey Faye, Wie verstärke ich die Sendeleistung nochmal? verbinde deine Antenne mit einer größeren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bis später. Jojo. Haben wir doch, oder?
Ich habe die Metallrampe mit meiner Zeitfunkantenne verbunden. Genau, und jetzt müsste das doch funktionieren, oder? Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Jetzt muss es klappen. Achtung, Achtung! Hier spricht Funker Faye. Delvin, bist du in der Leitung? Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Bitte, bitte, bitte. Hallo, Faye. Sadi? So. Es freut mich, dass die Präsentation Sie so überzeugen konnte. Ich muss gestehen, das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht. Dann war das ja eine ganz wunderbare Überraschung für uns alle. Ich kann Ihnen versichern, Herr Doktor, Sie haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Schatz, bitte. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Nicht bevor wir die Bakterie selbst getestet haben. Darum schlage ich vor, dass der gute Doktor uns schnellstmöglich eine Probe seiner wunderbaren Alge zukommen lässt. Sollte dann alles mit rechten Dingen zugehen, wovon ich ausgehe, werden unabhängige Forscher das Ergebnis von vorhin ohne weiteres rekonstruieren können. Und unsere uneingeschränkte Unterstützung ist ihnen sicher. Oder gibt es da ein Problem? Lass mich durch! Ich muss zu Ben Svensson! Mir scheint, die Zahl Ihrer Fans wächst von Minute zu Minute, mein lieber Doktor. Ich muss mit ihm reden, bitte. Entschuldigen Sie mich. Hier rein. Schnell. Jetzt mal immer mit der Ruhe. Sag schon, wie ist es gelaufen? Was? Die Alge. Sind die Investoren überzeugt? Ha, Sie sind sogar begeistert. Gut. Ja, ein Problem weniger. Aber jetzt zu Ihnen. So, was ist denn passiert? Sie sind ja völlig außer Atem. Was ist passiert? Ich habe einen Anruf von Delvin erhalten. Und? Die Verbindung war leider furchtbar, aber ich glaube, er wollte uns warnen. Jemand plant einen Anschlag auf die Bohrinsel. Sind Sie da sicher? Nicht 100%ig, es klang aber so. Hat er sonst noch was gesagt? Nein. Nein, das war alles. Haben Sie sonst noch irgendwelche Nachrichten bekommen? Wieso? Von wem denn? Von Salvador? Ach so, nein. Ich habe nur von Delvin etwas gehört. Und wie gesagt, auch nur sehr kurz. Wie war die Untersuchung beim Arzt? Nervtötend. Aber alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Das ist schön. Verheimlichen Sie mir auch nichts? Nein. Wieso? Ach, vergessen Sie's. Das muss die Nähe von diesem Indes sein. Ich wittere schon überall eine Verschwörung. Naja, man kann ja nie wissen. Richtig. Ich fürchte, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Jemand hat versucht, die Präsentation zu manipulieren. Was? Warum sollte jemand so etwas tun? Ich weiß es nicht. Aber man hat alles daran gesetzt, dass der Generator bei der Vorführung nicht optimal funktioniert. Auch die Alge selbst war viel schwächer als normal. Aber trotzdem waren die Investoren überzeugt? Ja, war auch gar kein Problem. Ich habe einfach ein besseres Exemplar bringen lassen. Ich schlage nun vor, dass Sie versuchen, mehr über diesen Anschlag herauszufinden, während ich den Vorfall mit der Alge untersuche. Okay, klingt vernünftig. Sie verheimlichen mir wirklich nichts? Nein. Du? Nein. Gut, dann bis später. Ja, los. Sadi, bitte komm. Bent sagt, die Investoren sind überzeugt. Du musst dich geirrt haben. Willkommen zurück, Bent. Hübsche Show, die du da veranstaltet hast. Ich hoffe, du hast da keine Erwartungen geweckt, die du später nicht erfüllen kannst. Hallo, Duwe. So, jetzt haben wir wieder der Ben Svensson. Baupläne, Bücher, ein Mikroskop. Nichts, was mir Aufschluss über den Stand der Forschung geben könnte. So, erst einmal durchsuchen. Da ist nichts weiter. Keine verschlammten Akten, nichts. Nur was auf den ersten Blick schon zu sehen war. Okay, doch mal in die Tür. Dahinter sind die Kojen für das Forscherteam. Bent,
Würdest du bitte die Tür zu unseren Privaträumen schließen? Ich glaube, du hast da nichts verloren. Natürlich habe ich da was verloren. Das war mal mein Schlafzimmer. Richtig. Aber seitdem du weggegangen bist, wurden all deine Habseligkeiten entfernt. Ich habe das selbst überwacht. Und jetzt schließe bitte die Tür, sonst mache ich daraus eine Staatsaffäre. Aha, das Moga ist er nicht. Die Blaualgenwerte sind in den letzten Monaten immer weiter gesunken. Aber warum? Die Anlage für die inselinterne Kommunikation. Gespräche mit dem Festland müssen über das Funkhaus laufen. Ich würde es begrüßen, wenn du das lassen würdest. Ich warte auf einen wichtigen Anruf. Und von wem? Ich glaube, das geht dich nichts an. Ach, der meckert ja nur. Ein Messer. Ein Brotmesser. Schaut brauchbar aus. Was haben wir denn noch? Nix mehr. Dann reden wir mal mit Uwe. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Wenn du Lissa suchst, sie ist im Bürolabor. Den Weg findest du ja sicherlich noch alleine. Die Alge, die du präsentiert hast, war unter aller Sau. Ich denke, ich verdiene eine Erklärung. Du irrst dich. Die Probe stammt von einer unserer leistungsstärksten Kulturen. Das glaube ich dir nicht. Zu meinen Zeiten konnte die Alge viel mehr als das. Da redest du dir was ein. So viel stärker war die Alge früher auch nicht. Sie war aber stärker. Und sie hätte die Investoren auch ohne mein Zutun überzeugt. Wenn du meinst. Also nochmal. Was stimmt mit der Alge nicht? Mal sehen. Niemand interessiert sich dafür. Sie findet keinen Absatzmarkt. Die Forschung ist schweineteuer und keiner will das mehr bezahlen. Aber wir haben doch jetzt einen potenziellen Investor. Nur solange dein Betrug nicht auffliegt. Er wird nicht auffliegen, wenn du mir verrätst, wo die richtige Alge ist. Die richtige Alge also? Ja, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Siehst du, genau da liegt das Problem. Sie ist nicht mehr deine Alge. Dein Sohn ist jetzt für dein Lebenswerk verantwortlich. Ob das nun irgendjemandem in diesem Raum gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast hier nichts mehr verloren. Bist du immer noch wütend auf mich? Natürlich bin ich wütend. Wenn dir der Planet nicht wichtiger gewesen wäre als deine Familie, dann hätten wir vielleicht noch eine. Meta hat mir nie gesagt, dass sie krank war. Wie auch? Du warst ja nie da. Du hast das Nasenbluten nicht gesehen, als es anfing. Du hast sie nicht gehalten, wenn sie das Bewusstsein verlor. Du hast sie nicht einmal ins Krankenhaus gebracht, als es bereits zu spät war. Sie hätte mir doch nur einmal etwas sagen müssen. Hat sie aber nicht. Weil sie dachte, dass du es irgendwann vielleicht schon merken würdest. Tja, Pech gehabt. Duwe, es tut mir leid. Gut zu wissen. Sonst noch was? Na, was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Was soll es schon machen? Es kotzt mich an. Kaum zu glauben, dass ich wirklich mal so werden wollte wie du. Du trägst jetzt viel Verantwortung. Die Zukunft der Welt hängt von deiner Forschung ab. Die Zukunft der Welt ist aber nicht meine Zukunft. Ich will nicht so enden wie du, Vater. Ich will ein Leben haben, eine Familie. Stattdessen sitze ich hier fest. Hast du dein Leben so sehr? Tja, c'est la vie. So ist es nun mal. Bis später. Gut, Uwe ist immer noch auf uns sauer. Schauen wir mal, Obi. Und da haben wir eine Waschmaschine. Lissas alte Waschmaschine scheint sich immer noch gut zu halten. Ein paar Laborkittel und 2 Jeans. Nicht weiter von Interesse. Dann haben wir da eine Schleusensteuerung. Darüber lässt sich der Eingang zur Schleuse steuern. Können wir denn da was machen? Aha. Meine alte Antenne. Marke Eigenbau. Wer hätte gedacht, dass das alte Ding noch steht? Sie sitzt etwas locker. Kümmert sich denn niemand darum, dass das Ding nicht auseinanderfällt? So,
Besser. Da haben wir eine Nordtür. Dahinter verlaufen die Druckschläuche für die Schleuse. Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas Nützliches finden würde. Ach so, dann schauen wir halt einmal oben. Und da haben wir eine Pumpe. Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor. Und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Gut, dann machen wir aber nicht weiter. Die Tür führt zum H2-Labor. Um diese Zeit ist sie normalerweise abgeschlossen. Wie ich es mir dachte, abgeschlossen. Und die andere Tür? Die Tür führt zum Bürolabor. So, jetzt sind wir beim Bürolabor. Boah. So stümperhaft wurde ich schon seit Jahren nicht mehr erschreckt. Hallo Ben, schön dich zu sehen. Ich dachte, ich sehe mal nach dem Rechten. Aha, Aha, was? Darf ein alter Ruheständler nicht mal seine ehemaligen Kollegen besuchen? natürlich darf er das. Nur kenne ich dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht der einzige Grund sein kann. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Was ist mit der Alge passiert? Wovon sprichst du? Ich war gerade auf der Präsentation für die Investoren. Die von euch präsentierte Alge war grauenhaft schlecht. Ach Ben, du übertreibst. Weißt du, wie ich mich geschämt habe? Ich kann verstehen, wie du dich fühlst, aber... Bitte halte dich da raus. Aber Vertrau mir. Es ist so besser für dich. du sagst, das ist nicht meine Verantwortung. Weißt du, wie du dabei klingst? Nein, Ben. Wie klinge ich denn? Wie meine Therapeutin. Das passt. Dr. Lissa Hinrichs, offizielle Svensson-Familientherapeutin. Ja, da ist was dran. Es stimmt. Ich bin nicht mehr für die Forschung verantwortlich. Aber ich habe das ganze Projekt mit aufgebaut. Ich verdiene eine Antwort. Wenn du bei der Präsentation warst, dann kennst du die Antwort doch bereits. Wir haben kein Geld mehr. Das heißt, keine neuen Geräte, keine Reparaturen, keine qualifizierten Fachkräfte. Und schlechtere Forschung bedeutet wiederum weniger Investitionen. Ein Teufelskreis. Was hat Geld mit der abnehmenden Algenleistung zu tun? Wir arbeiten unter enormem Druck, unter katastrophalen Bedingungen. Unter solchen Bedingungen macht man schon mal Fehler. Und die Alge leidet mit. Lissa, was ist hier los? Du verheimlichst mir doch etwas. Bent, bitte. Das hatten wir doch schon mal. Niemand ist schuld an unserer momentanen Situation. Wir haben einfach nur Pech. Ich werde es schon noch herausfinden. Bitte lass es sein. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Du hasst mich. Ich weiß. Er macht dich immer noch für Metas Tod verantwortlich. Womit er auch recht hat. Sie war krank, Bent, und sie hat es dir nicht gesagt. Weil sie wusste, dass ich niemals meine Arbeit für sie aufgeben würde. Im Gegenteil. Du hättest alles für sie hingeschmissen und diese Verantwortung wollte sie nicht tragen. Dieser Hang zur Selbstaufopferung, der muss in eurer Familie liegen. Wie geht es Duwe denn? Frag ihn doch selbst. Wenn ich mit ihm rede, schimpft er die ganze Zeit nur. Ach, hör da nicht drauf. Ich glaube, es geht ihm besser, als er nach außen hin zeigt. Er hasst sein Leben auf der Bohrinsel. Wenn er es wirklich hassen würde, dann wäre er schon lange weg. Mach dir keine Sorgen. Er kommt schon klar. Ich sehe, du bist beschäftigt. Wollen wir lieber später weiterreden? Wichtig ist nur, dass wir weiterreden. Warum treffen wir uns später nicht einfach in der Küche und kochen was zusammen? So in 2 Stunden. Zum Feierabend. Ich bin dabei. Schön. Ich freue mich drauf. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Date. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen da um. Denn ich glaube, da gibt es allerhand zum Entdecken.
Zum Beispiel den Wasserspender. Wasser trinken nicht vergessen. Ich weiß. Hier finden sich alle Akten über die Forschung. Ich brauche erst einen Hinweis, nach welcher Akte ich suchen soll. Ach so, wir müssen noch eine Akte suchen. Mit dem Gerät kann ich die chemische Zusammensetzung von verschiedenen Substanzen feststellen. Dafür muss ich nur den zu untersuchenden Stoff in das Reagenzglas hinter der Klappe füllen und das Gerät anschmeißen. Den Rest macht die von mir und Lissa entworfene Elektronik. Ich muss erst etwas in das Reagenzglas hinter der Klappe füllen. Gut, dafür haben wir noch nichts.